Natisal hat ein neues Video abgeladen. Hate-Kommentar vorlesen. Oh, Hate-Kommentar. Das könnte gut sein. Let's go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, diesmal wieder auf Schweizerdeutsch. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, mein letztes Video war vielleicht ein bisschen speziell, vielleicht ein bisschen anders. Und ja, ich habe sehr viele Kommentare zu diesem Video bekommen. Und es hat teilweise recht, ich sag mal, amüsante Kommentare darunter. Ja, auf jeden Fall das letzte Video ist das da hier gewesen. Wartet schnell. Also im letzten Video hat sie so ein uraltes Video von ihr abgeladen. Das so als 50 Fakten über mich, wahrscheinlich vor 2-3 Jahren oder so. Hallo und herzlich willkommen zu meinen 50 Facts about me. Ja, dann fangen wir doch schon mal an. Auf jeden Fall war es auf Hochdeutsch gewesen und ja, da hat sie wahrscheinlich viele Kommentare bekommen. Keine Ahnung, was für Kommentare. Vielleicht irgendwelche Hater-Kommentare. Keine Ahnung, let's go. Und ich habe gedacht, es wäre ganz lustig, mal die in einem Video vorzulesen. Und um die eine oder andere vielleicht auch ein bisschen aufklären. Darum würde ich sagen, labern wir gar nicht so viel und fangen doch mal mit dem Video an. Let's go! Okay, kommen wir zum ersten. Und zwar, ich pöck's nicht. B. Mir steht vor einem Tag aufgeladen. Okay, ich glaube, ich muss da kurz etwas aufklären, weil es haben so viele Leute nicht gecheckt. Ich bin so überrascht gewesen. Ich dachte, das ist voll klar irgendwie. Also, wenn ihr etwas nicht mitbekommen habt oder nicht gecheckt habt, am Mittwoch, letzten Mittwoch, als ich das Video aufgeladen habe, war 1. April gewesen. Und aha, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Also, generell das Jahr ist bei mir der 1. April völlig an mir vorbeigezogen. Und generell 1. April bin ich gar nicht mehr dabei, so, ich checke das gar nicht mehr so wirklich. Das Video habe ich nicht extra scheiße gemacht, nein. Das habe ich vor 5 Jahren, als ich 14 war, habe ich das aufgenommen. Ja, ich habe es for real aufgenommen und ja, ich bin fucking froh, dass ich das nicht aufgeladen habe zu dem. Jetzt hat sie es abgeladen, man kennt sie. Hat den Monte-Nudelauflauf probiert, ist Legende. Gau, der ist so geil, Alter. Vielleicht wissen es die einen, ich kann schon so lange YouTube machen, also es war irgendwie schon so ein bisschen immer mein Traum gewesen. Ich habe mich halt einfach nie getraut, ich habe erst mit 16 angefangen dann. Und ich habe halt irgendwie, keine Ahnung wieso, aber einfach immer für mich Videos aufgenommen und so da, als wäre ich voll die krasse YouTuberin da. Und habe dann einfach mal aus Spass irgendwie Videos aufgenommen, ich hätte es aber niemals aufgeladen, ich habe es einfach gemacht, weil ich mich halt so wie ein YouTuber gefühlt habe. I don't know, ich bin vielleicht ein komischer Mensch, ich weiss. Und ja, ich habe letztens Ich glaube im Fall nicht, dass das so abwegig ist, beziehungsweise dass es noch relativ viele Leute gibt, die das genauso machen, die so etwas so machen im Leben. Also ich glaube, das gibt auch viele Junge, die so etwas mal probieren oder gemacht haben oder weh machen und so. Ich habe Datei gefunden, wo all die Videos sind, die ich aufgenommen habe, als ich noch nicht mit YouTube angefangen habe. Oh mein Gott, das ist so lustig, ich hatte so einen Lachflash gehabt, weil es einfach maximal cringe war und wirklich, also ja gut, ihr habt es ja selber gesehen. Nein, es hat zum Beispiel auch... Ja gut, aber jetzt, da war ich jung und hat noch die Videos noch gar nicht gemacht und ich habe das Gefühl, die Videos, die nicht so machen, ja moin, das Video von ungespielt ist mir schon jetzt cringe. Nein, aber ich glaube generell, also je älter du kommst, dann findest du das Zeug, was du früher gemacht hast, vielleicht gleich nicht so gut, aber das ist doch gut, du musst einfach gleich machen. Dann hast du gegen eine Entwicklung, wo du die Tür machst und kannst die ganze Zeit ein bisschen verbessern. Genau. Das Video dabei gehabt, wo ich Fragen beantworte vom Internet und ich habe also da, es hat meine Community die Frage gestellt und ich weiss nicht, von wo ich die Frage kann, aber es sind die dümmsten Fragen, die ihr euch vorstellen könnt. Eine Frage war, wie viele Küsse ich auf meinem Bett habe. Und jetzt kann man irgendjemand in den Kommentaren schreiben, wer das bitte juckt, wie viele Küsse man auf dem Bett hat. Genau, und ich habe mir einfach gedacht, es wäre ganz lustig, das Video einfach mal genau so zu schneiden, wie ich es heute schneiden würde. Und das dann einfach aufladen, ohne irgendetwas zu sagen. Und ja, es hat mich halt einfach mega Wunder genommen, wie ihr reagiert. Und ich habe halt so ein bisschen April-pranked. Sagt man dem so? I don't know. Bitte wieder auf Schweizerdeutsch. Ja, ihr müsst keine Angst haben. Es kommen nur Videos auf Schweizerdeutsch. Ich will niemals auf Hochdeutsch machen. Ah, übrigens, wegen bitte wieder auf Schweizerdeutsch und so, Hochdeutsch. Der Lozi TV, von dem habe ich das Video abgeladen. Er hat tatsächlich jetzt, ob vielleicht ein bisschen basierend auf meinem Reaction-Video tatsächlich, hat er sich jetzt entschieden, nur noch hochdeutsche Videos zu machen. Also, nice Lozi, hast du dir jetzt wirklich für etwas entschieden. Klar, finde ich es ein bisschen schade, dass es nicht Schweizerdeutsch ist geworden, aber es ist jetzt Hochdeutsch. Aber ich wünsche dir viel Glück. Und ich bin der Entscheidungsfaktor ein bisschen. Genau aus dem Grund, weil ich es einfach nicht kann. Gut, ich muss sagen, vielleicht kann ich schon ein bisschen besser als mit 14. Gut, man muss halt auch sagen... Bro, wieso schaltet immer eine Uhr Boom aus, wenn ich ein Video mache? Gut, man muss halt auch sagen, ich war damals erstens 14 gewesen, ich hatte gar kein Selbstvertrauen gehabt und ich kann es überhaupt nicht gekannt, vor der Kamera zu stehen. Ich meine, jetzt kann ich...
Aber die Hintergrundmusik, sagen wir ganz ehrlich, die ist zu laut eingestellt. Nati, die ist zu laut eingestellt. Offen reden und es ist voll normal und vielleicht könnte ich jetzt, nein, ich mache es zwar nicht, aber ich glaube, jetzt will es auch eher gehen auf Hochdeutsch. Aber keine Angst, es wird, glaube ich, sonst nie mehr ein Video kommen auf Hochdeutsch. Haha, jö, kannst du uns mal die Werbung zeigen, wo du drin bist? Das sind auch viele gefragt, ich habe es da schon in die Insta-Story da. Aber ich habe jetzt gleich mal gedacht, dass ich es da kurz einblende, weil ich glaube, es ist noch recht lustig. Das ist by the way wegen dem Muster gefragt worden. Fakt 25, ich war mal in einem Zeitungsartikel und in einer Werbung. Wahrscheinlich habt ihr das jetzt nicht mitbekommen, da ich ja Schweizerin bin und dieses nur in der Schweiz stattgefunden hat. Also es war damals in 2015, da bin ich auch 14 gewesen. Und zwar ist das von der VZO, also ZVV. Irgendwie ist es darum gegangen, ich weiß auch nicht genau, ich habe einfach mitgemacht mit meiner Familie, dass es halt irgendwie die Neueröffnung von allem war. Ich habe keine Ahnung. Zieht einfach mal die Werbung rein. Wahnsinnig, genial. Wir haben schon immer gewusst. Ja, aber weiss, es ist vorbereitet. Ich bin Fantastisch. Schon dann die Mutter von der Nati absolute Legende gewesen. Also wirklich sehr, sehr, sehr nice. Die Mutter von der Nati einfach eine Legende, Alter. Könnt ihr mir kurz sagen, dass euch nicht aufgefallen ist, was ich eigentlich für ein fucking schwarzes Schaf in der Familie bin? Ich will etwas sagen und dann redet mein Dad rein. Dann will ich noch etwas sagen und dann redet meine Mom rein. Wahnsinnig, genial. Wir haben schon immer gewusst. Ja, aber weiss, es ist vorbereitet. Und alle können etwas sagen außer ich. Und ich bin so ein richtiges Opfer. Ich bin so ein richtig verschupftes Opfer in diesem Video. Aber ja, das sind die ersten 5 Sekunden Ausschnitt von mir auf YouTube gewesen. Jemand hat kommentiert, eines von deinen besten Videos. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder... Ist Kompliment, Nati, hey, ist Kompliment. Gutes Video. Naja, es hat aber auch sehr viele Hate-Kommentare gegeben, beziehungsweise nicht Hate-Kommentare, aber so ein bisschen ja doch schon Hate-Kommentare. Aber ich habe es jetzt nicht mega persönlich genommen, weil es halt sozusagen Hate-Kommentare gegen mein altes Ich sind. Es macht eigentlich voll keinen Sinn. Aber ihr wisst sicher, was ich meine. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, bin ich der Einzige, der sich die Nati nicht mehr geben kann, weil sie Deutsch redet und dann noch grusige blonde Haare hat. Sorry, ist mir zu viel. PS, jeder kann machen, was er will. Also es gibt manchmal Leute, die kommentieren, die sind ja komplett los. Die können auch wirklich gerade sich verpissen alle. Band ihn weg, alle, ganz ehrlich. Also ja, ich glaube, dass man mich nicht geben kann ich so richtig nachvollziehen. Ich meine Leute, ich bin mit dem Schnitt gekocht, Alter. Ich habe eine Mischung zwischen Lachflash und Cringeness in Mischung. Einfach wirklich, oh mein Gott. Aber ja, das ist eigentlich genau der Punkt, wieso ich es aufgeladen habe, weil es einfach peinlich ist und weil es einfach lustig ist. Und ja, ich meine, wäre es das ganze Mal das Video, aber jetzt wäre es ja nicht lustig. Aber alle, sag nie mehr etwas gegen meine blonden Haare, okay? Ich weiss, ich bin jetzt zwar... Das Ding ist jetzt, ich bin jetzt nicht braunhaarig und ich bin nicht blondhaarig. Ich bin so ein Strassenkletterblond oder so, I don't know. Aber ich hätte voll Bock, mit den blonden Haaren haben. Also lass mich in sie mit meinen blonden Haaren und sag nichts gegen meine blonden Haare, okay? Okay, ich glaube, jetzt kommt mit Abstand der beste Kommentar. Das war irgendwie ein Deutscher, der noch nie auf meinem Kanal war wahrscheinlich. Er hat geschrieben, wow, dein Video ist ja wunderbar. Ich habe auch Verwandtschaft aus der Schweiz und ich bin immer überrascht, wie schnell sie einfach zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch wechseln können. By the way, bis Hochdeutsch ist gerade richtig anfliegt. Anfangs sprechen sie miteinander auf Schweizerdeutsch und dann drehen sie sich zu mir um und sprechen mir plötzlich perfektes Hochdeutsch. Ich bin immer wieder geflasht. Also ich weiß ja nicht, ob ich dich geflasht habe, aber ich glaube, wenn dann innen... Flashbang. Bei das 2, dort Mitte. Flash. Erstmal Flash und dann kannst du bei C planten? Nein. Digga. Gibt es überhaupt C? Ja, es gibt gar kein C. Ich habe schon lange nicht mehr Counter-Strike gezockt. Ist ja bei mir. Negativ, aber danke für das Kompliment. Und ich glaube, er hat einfach ein falsches Bild und seine Verwandten reden einfach genau gleich scheiße Hochdeutsch wie ich. Oh shit. Er hat zusätzlich noch geschrieben, warte, du bist erst 14? Ja gut, ich dachte, du wärst 17 oder so. Du wirkst so reif. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich gekannt hat und denkt hat, im Video, da sage ich 17. Ich sehe aber aus wie 12, habe ich das Gefühl. Es war zwar geschrieben, ich sehe nicht jünger aus. Oder ich sehe einfach jetzt nicht älter aus. Aber ja Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin in einem Monat 19. Ja, ich sehe aus wie 13, aber ich bin 19. Also jetzt dann. Aber es ist immerhin toll, dass du mich wenigstens auf 17 schätzt. Sonst schätzen mich immer alle auf 16. Und dann kommt ein Ja, wegen dem Jahr, das macht es aus, das Jahr, oder? 16, 17, big difference. Kommentar von meiner Mutter. Ja, meine Mutter hat auch mein Video kommentiert. Mein Zimmer ist wirklich violett. Fakt 6, mein Zimmer ist wirklich violett. Es ist immer noch violett, geh noch big auf.
dass das violett ist. Also weißt, ich bin ja schon so das maximale Opfer mit dem Video. Aber dass auch meine Mama mich auslacht, Digga. Alle! Das ist schon sehr traurig. Aber ja, Grüße an dich raus, Mom. Hab dich lieb. Dann ist noch ein Kommentar gekommen. Iced out E-Watch. Watch vor allem. Watch vor allem. Ja, moin! Ja gut, hätte ich eigentlich müssen kommen. Also ich kann mal Englisch. Ja, ich hoffe, ihr habt dann alle meine Uhr appreciated. Die war nämlich richtig nice gewesen. Und wenn ich sie nicht anhabe, dann schaue ich einfach immer so. Und es hat mich sogar Leute gefragt, wo ich die habe. Natürlich vom Rolex-Shop. Was haben das Gefühl, Alter? Ich bin YouTuber, ich habe Money. Nein, natürlich nicht. Aber sie ist auch nicht aus einer Überraschungstüte oder aus einem Kinderheftchen. Sie sieht zwar so aus, aber ich kann es irgendwie... Sondern aus einem Kinderüberraschungsei. Ja, baut eine Watch. Eine Watch. Beim Marc Gebauer. So für 3 € gekauft in Italien. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ich finde es toll, dass ihr alle eine Roomtour gewünscht habt. Das wird es jetzt nämlich geben. Und sonst kann ich mal eine Roomtour machen. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Nein, absolut nicht, als ob das irgendein Mensch interessiert. Aber ja, das werden jetzt alle Doch, Roomtour. Ich habe wirklich noch gerne Roomtouren. Ganz ehrlich, ich bin Roomtour Don. Ich habe gerne Roomtouren. Kommentare. Ich muss sagen, es hat recht Spass gemacht, euch mal so ein bisschen zu verarschen. Vor allem, es sind so viele Leute reingegangen. Könnt ihr mir mal sagen, wie hat einem das nicht auffallen? Ja, ich checke, dass 1. April ist. Ich habe momentan in der Corona-Zeit gar keine checke es gar nicht, was für die Daten sind und so, keine Ahnung. Und da, ja, ich checke, dass 1. April ist und dieses Jahr 1. April ist schon los gewesen. Ich sehe doch so anders aus. Ich weiß nicht. Aber ja, gebt doch dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Oder einen Daumen hoch. Aber ja, vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr absolut geilen Schweizer Content wollt. Von einem Girl, die absolut lost ist in seinem Leben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Oder vielleicht auch Mittwoch oder Donnerstag. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Tschüss! Ja, genau, ja. Nati, Hate-Kommentar würde ich so nicht sagen. Hate einfach noch drin geschrieben, ja, dass der ein oder andere Klick mehr geht. Ich habe jetzt wirklich wahrscheinlich am ersten draufgeklickt, weil Hate da gestanden ist. Man kennt sie, Nati Clickbait hat sie im Griff. Like ist für den Fall da. Und ja, abonniert Nati, checkt sie aus und schreibt ihr einen ganz liebe Kommentar. Nicht, dass sie nochmal so ein Video machen. One is the loneliest number that you'll ever